Hallo, hallo, gut. Willkommen auf meinem Channel. Das gibt mir mal ein letztes Video. Und zwar aus dem Grund raus, weil ich das, was ich schon erklären will, ein bisschen aus dem, so mal dem Mainstream, aus dem Deutschen und aus dem Englischen raus will holen. Und zwar will ich ein Thema abgreifen. Die Leute, die meine Gruppe kennen, die merken noch, dass ich das Thema nicht wirklich an der Gruppe angespart habe, obwohl es etwas ist, was für mich extrem wichtig ist. Und zwar Runen. Das sind die Zeichen, die am Nordischen auch eine Schrift waren, und die heutzutage an viele verschiedenen Formen auftauchen. Und ich mache mal direkt eine ganz kurze Trennung. Das heißt, an der Esoterik gibt es doch etwas, was Hexerune genannt wird, wo ich der Meinung bin, ich probiere das Wort Runen dabei rauszuholen. Hexensymbole, Hexenzeichen, die ich auch als Orakel kann gebrauchen. Aber sie haben mit Runen nicht am geringsten etwas zu dienen. Dafür habe ich das Wort nicht ganz gerne für etwas anderes zu gebrauchen, wie wirklich für die nordisch, also so nordisch, weil wohl gemerkt, es gibt auch an anderen Dingen. Es gibt viele Sorten davon, sie haben sich viel entwickelt. Und das heißt, das, was ich habe und sich und echter Dinge leihen haben, das ist eben das, was den Futhach nennt. Und ich will euch heute keine, wie soll es sein, keine Geschichtslektion darüber haben, wo sie entstanden sind. Ich will euch auch keine Erklärungen geben dazu, was die Bedeutung von den verschiedenen Runen sind. Vielleicht texten sie mal als Beispiel. Ich will einfach mal allgemein darüber angehen, wie ich die Sache mit der Rune miterlebt habe, wo ich Druckerrote sind und was ich so miterlebt habe, par rapport zu wie umstritten das Thema Runen eigentlich war und auch auf eine Art und Weise noch immer aushalten das. Einfach für die Leute, die entweder mir lang oder an einem anderen Moment so mit den Einstieg an Runen hatten, für denen ein bisschen den Dingen zu gehen, für zu erklären, dass in die Sache soll mit Bedacht betrachten, mit einer gewissen Distanz betrachten, und immer wenn jemand irgendeinem schwätzt, den aus einer anderen Zeit stammt, sagen wir mal, aus einer anderen Generation stammt, dass ihn ein bisschen mitkriegt, dass ihn dann nicht, naja, durch die Aggressivität loslässt, die mehr des Öfteren begegnet sind. Ich fange also ganz frisch an. Mit 16 Jahren sind ich verdichtet und Runen geraten, allerdings in einer ganz anderen Form, beziehungsweise ich habe noch keine Ahnung, was das Ganze wird. Runen habe ich kennengelernt durch den Tolkien, weil ich an der Schule mit 16 Jahren den Hobbit gelesen habe und da waren Runen dran und das hat mich fasziniert. Die Zeichen haben mich fasziniert. Ich hatte ziemlich sehr Intus für Karimon mit den Fleißen zu schreiben. Ich habe einen Kneipzettel damit geschrieben, muss ich dazu auch sagen. Erreicht mich spät, als dann eigentlich den Dinge kommen, wo ich gesagt habe, hey, damit kann ich noch orakeln. Das heißt, das wird so schrittweise eigentlich Dinge gemacht. Und da kommt zum Beispiel von den Punkten, den Haut von ein ganz umstrittenen Punkt aus, von wegen, niemals von in ein Geschäft gegangen ist, als jede Freundin sich ein bisschen heilen zu auskennt, die weiß, wie kompliziert es ist, ein ordentlich esoterisch Geschäft heilen zu finden. Demals ist es der Pythagor ging, den eigentlich immer so gut war, den aber natürlich auch das Problem hat, er kann kein Bücher verkaufen, die nicht existiert haben. Das heißt, das einzige Spruch, was das eigentlich an der Zeit wirklich mal an echter Stelle ging, war dem Ralf Blum sein Buch über Runen. Und nun fängt den ersten Kritikpunkt an. Wenn den heutzutage von der Schweizer sind, dem Ralf Blum sein Buch an den Dingen stehen hat, an seinem Bücherschaft stehen hat, da beginnt einem des Öfteren den anderen Nase rümpfen von wegen, ja, also, das kann ich auch direkt an den Ton treten, etc., etc. Ein einfacher Mal für sich bewusst zu sein, dass Leute an meinem Alter, die und Runen kommen sind, nicht Ernstes hatten, für überhaupt sich mal mit Runen zu befassen. Wenn es schläft, versteht mich richtig. Ralf Blum geht schon so an die berühmte Richtung von der New Age Esoterik, wie nehmen wir das Buch an den Kopf kriegt, sollt man einer gewisser Distanz lesen, aber das heißt nicht, dass ich nur das ganze Buch soll an den Ton treten, beziehungsweise für mich war mein nächster Schritt in die Richtung. Punkt.
und ich bin nicht den Einzigen, bei dem das der Fall ist. Also Leute, die Menge, tja, hat der da Schrott gelesen, weil ich das eigentlich erklären. Da geht den ersten Konflikt den wir haben. Und ich sage mal den ersten Konflikt, den ich mit gemäht habe, einfach im Sinn von, dass es geheißt wird, es war nicht Ernstes da. Es hat gemäht mit dem, was den hat. Das hat ja kein Mensch davon aufgehalten, sich weiterzuentwickeln. Das ist ein bisschen das, was ich immer so, weil Leute sich abregen, dass verschiedene und nordische Mythologie gerodet sind durch Marvel Comics, durch den Thor und so weiter und so fort. Wenn das den Anfang ist, wenn er nicht durchstehen bleibt, gesehen ist nicht das Problem da drin. Natürlich, richtig verstanden, wenn ich den Blumensing Dinge gucken, hin und Runen Ansches abgedeelt, das heißt für Tag ganz kurz, ich habe schon gesagt, es gibt keine Lektion über Runen. Es ist an 3x8 abgedeelt, das heißt sie 24 Runen, ist an 3x8 abgedeelt, das kann ich nur lesen, ich werde darüber auch vielleicht an andere Video bzw. an einem Kurs mal angehen. Aber insofern, hin hat auch Ansches so gesagt, das heißt, das fängt den eben mit dem Fußtag an, mit den Buchstaben an. Das heißt, die erste Rune aus der Feu, als den F vom Fußtag, und hier fängt an die erste Rune, wo es aus dem Mann ist. Die kennen aber echt ganz zum Schluss, wann er sich mit dem Dingen auseinandersetzt. Wie gesagt, das sind Sachen, die man nicht unbedingt muss entgehen wollen. Sich eine gewisse Basis zu schaffen, als gar nicht so schlecht. Der zweite Punkt, den ewig kritisiert wird, das ist die ominöse Eidelrune, den Eidle Stehen sozusagen. Ich schon an ganz viele Plätze gelesen, von denen sein Dingen Herzen, sein Rune Satat, da war das immer die Reaktion von den Kai den Wasch, halt die wann dir an der Brust, etc. etc. Ich persönlich gesehen die Sache ein bisschen pragmatisch. Das heißt, ich gucke sie nicht am Sinn von, dass wie die Blumen dann da aufhängt, das mystisch, das magisch, und das, was ich nicht weiß, und so weiter. Das ist effektiv dann New Age, Esoterik, die ich bei so anschlossen. Wir sollten mal eher mal aufhängen, die Stangen so dann zu verteidigen, die 24 Stangen zu verteidigen. Sollen wir mal ein bisschen den Blick darüber geheimen. Mengen denn dann effektiv, dass die Druiden oder die Leute, die Matrone geschafft haben, dass die Runen an einer Poscher Stange umdenken hatten? Nee, nix da. Die haben genau gemäht wie den Oden den hung Weltenbaum und hat die Rune kennengelernt. Aber wenn ein an den Baum geguckt hat, an das geguckt hat, die stellt sehr fest, wo ein Runen dran erkennt. Also insofern, ja, da mengt das für eine Stange und so weiter. Denkt darunter, dass uns sich die beste Methode so mal, wenn er wirklich bis dran ist, für Matronen zu schaffen, als die, dass wenn er froh hat, da sehen, durch die Büsch basiert, da kriegt er auch mit dem Sauerstoff ein bisschen den Kopf frei, und dann mal heinz und sagen, wem guckt, ob ihn eine Rune erkennt. Das heißt, ich gesehen sie insofern als die beste Methode weil ihn eben nicht irgendwo stecken muss, man sich unter transportieren oder Holzstecker oder was auch immer. Das heißt, dafür lassen ich auch an der Küche dran oder beziehungsweise an einem Säckelchen dran, weil ich die Möglichkeit tun, wenn ich mal einfach ein Zeichen an das den rauskommt, so, okay, das ist gut, du warst im Moment effektiv nicht Punkt für das jemanden auseinanderzusetzen, beziehungsweise für Obtrunen zu lauschen. Und insofern hat die Stehen nicht die mystische Rune, nicht die leere Rune, wie sie am Ralf Blumensing Buch genannt wird, mir einfach den Eidle Stehen hat für mich einen Sinn. Das kann ich fragen, wie ihr will. Mir ich gesehen nicht den Sinn an, sich du allkeiers ein Riesen abzufeiern von Wege, weil irgendwo ein Eidle Stehen an der Geschichte leid. Also wenn das das Problem für verschiedene Leute ist, die sozusagen richtig Matrone schaffen, und das möchte ich nicht, wenn die keine anderen Probleme haben, bon. Ein anderer Punkt, den ich hier kurz so, mit einer Klammer abmachen, mir die Klammer geht doch mit der Zeit nicht groß. Das ist dann Dinge von wegen, dass natürlich Drohnen durch die ganze Geschichte vom Weltkrieg, dass die ganzen Dinge, dass das ganz viel ausgemietet, weil den Hitler effektiv Drohnen gebraucht hat, und insofern Drohnen für Negativsachen gebraucht haben. Bon, das ist die Sache, die ich immer so im Moment, ich habe es halt vergessen. Das erklärt vieles. Just im Moment, das ist aber meine Zahl.
Entschuldigt mich. Das an der Zeit, wo ich eigentlich dann angefangen habe, Matterungen zu schaffen, das hat immer so ein Ding war von wegen, ja, du weißt, wenn sie du gebraucht wird, und dass du noch so die Probleme rauskommen, dass das Leute gesagt haben, von wegen, ja, den hat er gebraucht, und da war dann so, das war beschmutzt, und dadurch konnte ich nicht mehr seriös Matterungen schaffen. Und ich fand das in sich ganz wichtig, dass man sie rausholen, dass man halt wirklich schon Ursprung gehen, also ursprünglich waren die wertneutral zu gebrauchen, die kann ihn als Orakel gebrauchen, die kann ihn an der Magie gebrauchen, und nicht Alkeas dann den Hitler auspacken, genauso wenig wie Alkeas den Blum auspacken. So. Da kommt also der Punkt von wegen, wenn ich probiert habe, sich ein bisschen von Blumen weg zu bewegen, und wenn er sind da geraten, und an nächster Stelle sind dann den Igor Warneck geraten, den Brieflehrgänge gemäht hat, die sind nicht schlecht. Der anderen Seite, also den hat auch wirklich dann ganz viele Punkte abgezählt, mit denen das irgendwie besonders, weil aus Deutschland kommen und ich ja nur auch ganz viel an das Englisch drauf geraten sind, ist ein bisschen so vom Bildschirm verschwunden. Ich fand das, was ein entgegenbringt, nicht schlecht, mit das Remenke die Sache von wegen, das nicht das wert, mir das weh, weil das ist von denen, die Menge Missgehen drauf Blumen pumpen. Für mich ist das einfach ein Ding. Zieh den Sache durch, erklär den Runen, und du musst nicht irgendwo nach nebenbei so engem Seitenhieb gehen, weil dann sind ich der Meinung, dass du dich nicht auf das konzentrierst, um was es geht. Dann haben wir weiter Probleme an der Richtung von wegen, ja, was darf man dann lesen? In der anderen Wut gehen ist das, was Freier von Erwin, er hat die Blätter des Yggdrasil geschrieben, was ich persönlich extrem spannend fand, weil war uns auf dem Gebiet mal die echt Frau, die Buch darüber geschrieben hat, dass Boras Heich gelaufen gehen, die Sachen, die da dran stehen, sie sehen an der Lo, B-Mal von den Lo raushält, nee, das Buch der wir nicht mehr aufpacken. Freier von Aswin, nee. Hat sich irgendwie nie geoutet, dass es so White Supremacy Dinge gehört, also so ein Fund, nimmen die Weisheit der für Matrone schaffen, anzuführen und so weiter, auch schon eine Problematik. Das ist aus dem Problem, den berühmten. Wir gehen hin, und sagen wir, du darfst das Buch nicht mehr gelesen gehen, also das Buch, das ist Schrott, und das muss an Ton getreten gehen, weil hat, ein bisschen, als wird mal ganz leer auszudrücken, weil hat merkt, dass wir in die Richtung gehen. Es ändert auch keinster Weise etwas an der Qualität von dem, was er an dem Buch schreibt. Heutzutage kriegt ihr sowieso als PDF, das heißt, da könnt ihr mal so, es verdient nach etwas da drin, das heißt, in der Welt geht der PDF-Version im Internet draufladen. Und das ist also nicht irgendeine Geschichte, wie kann so irgendwie verdient da drunter, weil du irgendein, was sich für als Weißrass, als Besserrass du hinstellt, etwas Tomaten zu dienen hat, von wegen, dass das irgendwie davon danach kann profitieren, wenn er nicht will. Das hält uns aber nicht davon auf, als bewusst zu sehen, dass das, was es geschrieben hat, Hand auf Fuß wird. Weil es auch ein bisschen mehr so mit Götter so mal daran hält, an Dingen, an Thronen, was höchstens bei verschiedenen fehlt. Wenn das als nächstes an der Zeit abkommt, hast du Edward Thorson, irgendwie hat er, was die betrifft, gehecht, nee, das ist auch nicht so ein New Age Fuzzi, den Dingen, den Hechtkunden so, den hat sich so genannt, anzuführen und so weiter. Für mich ist bei der Sache extrem wichtig, dass in den Dingen, dass in den Blick ein bisschen an der Sache hält, von wegen, wie soll es so? Ja, das, was der Ralf Blum gemacht hat, ist nicht alles okay. Wenn du gemerkt hast, ihr müsst in irgendwelchen Dingen dran sitzen, wie soll es so? Wenn du gibst so ein, ich habe für mich selber festgestellt, dass ich Drohnen so und so und so kann gucken, dann hätte ich noch kein Problem gehabt. Mehr am Sinn von, hier schreibt, das ist so und so. Natürlich, einverstanden, vollkommen. Wie gesagt, das sind auch gemerkt, die mystischer magisch, was die berühmten Eitle Stehen betrifft, mit Vorsicht zu genießen. Das irgendwie Freier von Aswin bemol gemerkt hat, müsste rassistisch Propose machen, absolute No-Go. Das sind Edward Thorson, sich schon an einem Pseudonym verstoppt hat, ohne jemals zu erklären, wen er wirklich war, also auch nicht an der Reihe. Mit die Leute, die mit den Büchern groß gesehen an einer Zeit, wo sie kein Anerwiel hatten, keine Ahnung hatten, was die Leute betrifft, weil das also recht mit der Zeit rauskommt, für die Lomatte wenn zu schlagen, halte ich absolut für unfair. Und es sind der Meinung, dass in den sich mit Drohnen befasst, dass den über Zeit wasch sowieso seine eigenen Erkenntnisse, seine eigenen Erfahrungen möchte, vielleicht seine eigenen Notizen möchte, und es soll gucken,
wie den der Matten umgeht, was die geleiert tut, was den Haut zu das abweisen wird, anstatt dass er hingeht, an den Tod drunter festnäht, weil ein irgendwo mal ein und ein Buch geworden ist, was so gesehen nicht an der Reihe ist. Und das macht viele Sachen an dem ganzen Ding, was eben so was Drohne betrifft, was den eigentlich überall findet. Mir das wirklich für mich so den ersten Punkt. Ich fand ich ein Dinge machen, eine Kur machen, da werde ich schon noch, mein Computer will aber auch so in alle Richtung, wenn ich so Kur machen, da werde ich auch an die Richtung gehen, für viel mehr darüber anzugehen, von wegen, wie geht es dem Einzelnen Matten, wie viel den sich an. Ganz am meisten, du kannst, das eine mit dem anderen nicht zu dienen. Ich gehe mal ganz brutal, weil Leute mal so dachte, das muss ich beurteilen, dass so ein Jungen, alle Guten, die VAG fahren, sollen sich bewusst sein, dass Volkswagen vom Hitler geschafft ging. Dann dürfte das auch nicht so fahren. Also so ein bisschen am Sinn von, guck die Sachen ein bisschen mehr, wie soll ich das ausdrücken, ein bisschen mehr weit, nicht so engstirnig an dem Ding. Wie gesagt, das ändert nicht darunter, dass in die Bücher mit Vorsicht genießen soll, anzuführen und so weiter. Mir das ist ein bisschen Problematik dabei. Ein weiterer Punkt, das sind 2 Punkte, die ich dazu so nach so, das ist etwas, was ich ganz oft an den deutschen Foren zu lesen kriege. An die deutschen Foren habe ich festgestellt, par rapport zu den englischen Foren, haben immer einen gewissen Herd gewesen. An einer der Weise, die, wo ich mich immer gefragt habe, ist das nach Herd oder ist das pampisch Käse? Also, mein NLP mit der Transaktionsanalyse weiß nicht, ob den Eltern ich oder den Trotzkanten AWS. Wäre mal für die zu sagen, die mich kennen. Also, immer so gesagt, das sind 2 Sachen, an die eng, die aus von wegen, ja, wenn sich mit der Rune sollst befassen, musst du da lesen. Soll den da lesen, wenn er sich mit der Rune befasst? Ja. Soll er mit den Äder aufhängen, für mit Runen zu schaffen? Definitiv nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn der irgendein Gift so an, den aufhängt einmal eins zu lehren, und die sich recht, und die aufhängt recht zu rechnen, wenn was weiß ich, Mathematik mit. Das ist genau dasselbe. Es gehen heute das Bücher, und ich gehe da 2 ich werde es ihnen hinschreiben, weil ich weiß den einen Titel noch nicht mehr genau, obwohl ich weiß den Titel nach mir, ich weiß, ehrlich gesagt, gerade die Autorin nicht mehr. Schon ein Buch von dem geschickt, weil ich eine Kritik soll drüber schreiben. Für mich ist es so, wenn nur ihr seht, ich will mich schon für dich mit der Rune befassen, da fand ich es interessant, eben hinzugehen und zu sagen, okay, guck, irgendein Buch zu kriegen, wo die Erklärungen von der Rune dran sind, wo die Rune-Geschichte so ein bisschen abgegriffen ist, wie zum Beispiel die Sache, wie den Odin zu kennengelernt wird, etc., fängt an, erst mit den Zeichen zu befassen. Aber wenn er dann merkt, dass das ganz ein Ding ist, dann natürlich geht hin und liest da, aber es steht über das an der Ada nicht so viel Informationen über die Ruden dran, als ein ganz einfacher Grund, was Leute mit dem geschafft haben, was sie natürlich mit der Zeit hier eigene Erfahrungen gemacht haben, und irgendwie die Erfahrungen auch an dem Buch geschrieben haben. Das heißt, auch wenn der mit der Rune schafft, macht er Notizen, guckt der irgendwie so, was ist die Nuance, die es bei mir ausmacht, was sind die Erfahrungen, die der macht, anstatt dann einfach nicht zu mengen, so, den hat das geschrieben und dann hört sich die Sache. Das heißt auch eben am Sinn von, ja, natürlich, ja, nur da rundherum kennenzulernen, besonders wenn ihr ein Buch holt, wo Drohnen noch umgesetzt sind zum Thema, mit der Verbindung mit den Göttern und so weiter. Also gut, wenn ihr auch wisst, wo die Götter herkommen. Definitiv. Aber dann ist für mich, da echt ein Aufschlussexamen, wie das, wo man den aufhängt. Das ist nicht das Simsalabim und Bimbuch. Definitiv nicht. Ein zweiter Punkt ist, das wird gesagt, wenn er sich mit Runen befasst, muss er sich seine Rune selber machen. Also die Säckelchen heute in der Show, mit den Runen, das nicht mal Stangen sind, das ist schon, ich meine, heute sind es bald wie so ein Fimo-Dengen, also das ist schon so ein, weil sie gesehen, alle gute Plus-Minus selbst aus. Also echt so wie ein passt, das ist auch so, könnt ihr ja nur machen. Das war meine erste Runen, aber mit denen schaffen ich bis heute. Bedeutet, dass ich mal keine Rune gemacht habe, da schon der Matthias da, ist schon mal Rune breit. Da könnt ihr auch gerne an dem Video weiter gucken, was da so alles auf sich schaut. Heißt das, dass die Runen heute nicht funktionieren? Doch, natürlich. Der schafft jemanden, das ist Symbol, der befasst sich mit dem Symbol. Das ist, dass er keiner oder weiß, dann denken, dass er so, die funktionieren nicht. Und ehrlich gesagt, das ist etwas, was ich komischerweise ja nur recht auf englische Seite gelesen habe,
eier der echt Rune macht, befasechte Matten, für dass der Herr no wisst, was an dat Stück Holz aritzt, dass wisst, was an die stehen aritzt, dass wisst, wat für Symbol der auf der Körper malt. Und das fand ich als die richtige Weise, wie gesagt, zu betrachten. Das heißt, wenn ich mit den Aufhängen, das ist eine Geschichte mit dem Aufschlussexamen, wenn ich direkt mit den Aufhängen zu zeichnen, zu stropzen, also, wenn man nicht eine Rune setzt, habe ich eigentlich noch keine Ahnung, was ich da mache. Also, wenn der ein Buch kriegt, wo eine Rune set dabei ist, wenn ich schläft, gebraucht, schafft mit dem. Sowieso mit der Zeit, so nicht mal, wo sind die ein bisschen und Herz. Und hat immer noch sehr nur ein anderes gemäht. Wenn das so lo mir nicht, wenn ich lo die tote Huhn an ein Holzstück brennen, da weiß ich, was der Hand sticht. Und dann meine ich es wirklich mit der Verbindung, mit der Mentalität, mit dem Gedanken, mit dem Glauben, mit dem Ziel, was die Runen soll bedeuten. Und da sind Runen auch viel, viel mehr stark an dem Sinn. Das bringt mich, wie sie direkt zu machen, an eine Nullpeilung zu holen, erstens mal, worum es geht, aber vielleicht noch zu merken, dass Runen nicht wirklich ehrlich sind. Das sieht mir sehr mit so einer einfachen Version durch. Das ist auf jeden Fall mal meine Meinung. Das heißt, für mich ist ganz klar, genau wie ich es gemacht habe. Ich kenne meine Runen heute so. Ich weiß, dass sie bei mir 100%ige Gut-Feeling sind. Aber wenn jemand sagt, oh, so ist schon so ein Thema von wegen, was gibst du als Bindergrund zusammensetzen, dann könnt ihr das so, tak, tak. Weil das einfach aus dem Bau raus könnt. Wenn du den Ton nur liest, dann merkt ihr genau, das ist genau das, was passt auf die Dinge. Das ist eine Sache von sich damit zu befassen, sich dafür zu interessieren, damit zu schaffen, aber wirklich auch an sich ranzugehen von wegen, und zu merken, so, was möchte die Ruhen mit einem? Also, die auch bekehrt, Zeichen, da gibt verschiedene drin, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. So, mit dann an dem Sinn, an dem Moment damit zu schaffen. Aber wenn der irgendeine Buch an der Grab kriegt, das Problem, das wir heute an dieser Dinge haben, ist, dass wir überfordert sind und dass wir viel zu viele Bücher haben. Und wir haben auf viele Gebiete, sei das am Hexentum, sei das an den Themen wie Chakran, sei das an den Runen, sei das an der Magie allgemein, egal ob was ein Thema an das hält, Auran, etc., etc., gehen so viele Bücher, dass ich der Meinung bin, dass in all Buch immer soll mit einem Quäntchendistanz lesen und so, okay, für mich ist die Grundbasis, wenn immer ein Buch geschrieben wird, wird es an der Zeit geschrieben mit dem Wissen, den in dem Moment hat. Vielleicht denkt die Person, die Autorin oder den Autor, den das Buch geschrieben hat, doch nur 3 Jahre mich spät selber, wow, was habe ich da geschrieben? Also, wenn es schläft, holt es als respektiert dem seine Entwicklungsphase, holt es als Entwicklungsphase ab, holt er raus, wo der merkt, dass dort klingt wenn etwas triggert, noch der guckt, aber in Richtung den Trigger geht. Aber wenn er schläft, geht nicht hin, und jugiert irgendeine Person, weil die irgendein Buch gelesen hat, wo später hin rauskommt, dass das aber kein gutes Buch ist, oder beziehungsweise, dass das kein guter Autor ist. Also darum geht es mal. Ein bisschen mal darauf anzugehen, wie spannend es eigentlich ist, dass immer im Drohnen so an die Dissonanz geraten, wo dann irgendein ein Problem hat, aber wo immer, ich muss es so ausdrücken, immer so gepumpt wird. Weil ehrlich gesagt, ich kann nicht anders ausdrücken, das Seelen an der Dingen, dass ich an den Kritiken, die ich lese, die auch berechtigt sind, einen neutralen Ton hören, einen wertneutralen Ton. Das ist immer da so, ja, gehei die Rune wasch an, hat das Buch aus Schrotter, mi. Aber das ist nicht am Sinn von, hi, das ist nicht alles von dem zu lesen, oder beziehungsweise guckt er die Sache ein bisschen anders so an. Seid ihr vielleicht auch bewusst, dass das nicht der beste Buch ist, mir ohne zu mengen, wir sind da ein riesen Opfer, weil spannenderweise all die Leute, die so gegen die Leute pumpen, husieren ein anderes Buch in petto, die dazu sagen, ja, dann ist es besser, du liest das da, oder sie eine Buch in petto, was genauso schlimm ist. Also, das ist ein bisschen so so mal die globalen Dinge, aber was in Richtung das geht. Was für Bücher sind gut? Heutzutage gibt es so viel über Runen, dass ich ganz schlecht darüber diskutieren kann. Das Einzige, was ich weiß, dass ich da 2 am Moment tun, mal aufgesehen von, wie gesagt. Sagen wir mal so, denn Igor Warnack, sein Ruf der Runen, gebe ich auch heute nach einer Magiefragen Oroden, weil es eine gute Basis gibt. Heinz uns ein bisschen
ob darf schalte wann mengt bis gehen die Grenzen als alles andere bei dem Buch. Es sind 4 Jahre hunne Buch geschenkt von enger Freundin op Franzisch Lerun, was ich mega spannend fand, der so schmöker schreiben den Titel an der Autorin auch nur nach op, wo wie soll es so wo auch ganz viel, also gehen mal ob Götter oder so an, mit geht auch ob die Etymologie an zwar ganz spannenderweise, weil ganz oft finden so Sachen an die Richtung von der Etymologie am Deutschen, am Germanischen. Mir hat bringt zum Beispiel auch die Französisch mal daran, was ich mega spannend von tun. Wunsch du zum Beispiel heute in die Schulen ein wie die Doten Raido, die natürlich ganz viel am Germanischen mit dem Wort Rat auf Verbindung geht, also der Wohn, ob es ein Reis, wo Wohnen hinfeiert. Mir hat geht aber auch darüber hin mit der Verbindung von der Dotteron ob Tron Sovelo, also dass sie mit der Sonne auf Verbindung steht, weil sie mit Radiant auf Verbindung steht, also mit Strahlen auf Verbindung steht. Ja, fand ich zum Beispiel spannend, weil das dann so ein bisschen einen anderen Blick tragt. Dann hat man das mit Alderonen. Das zweite Buch, das ich also als PDF-Version von der Autorin selber kriegt. Also spannend. Ich stelle gerade fest, dass es 2 Mal lang Frau ist. Das ist Odin's Runes, wo auch eben dann so mal eine gute Basis gibt für den anzufangen. Das ist ein Buch, das auf Englisch ist. Mir wo ich fand, besonders so für anzufangen, dass das schon tipptopp als Dingen als tipptopp als Buch ist. Die schreiben ich erst nach innen hin, für das ein bisschen einen Blick daran kriegt, aber vielleicht auch schon ein von den Büchern, was ich ausschwätzt, oder beziehungsweise, wenn der Lo ein Buch kauft, geht ein bisschen, ob er gefiel, was sieht er gefiel, par rapport zu dem Buch, sieht er eben immer bewusst von wegen, in der schreibt, den ist genauso am Gang, seine Etappen zu machen, an seine Entwicklung zu machen, und dafür gibt es keinen Grund, den Autor da zu schlagen, gibt keinen Grund, den Leser da zu schlagen, mehr einfach holt es als ein weiterer Stepstone, ein weiterer Schritt an ihrem Dingen, an ihrem Leben, und macht er eigene Erfahrungen damit. Ich hoffe, dass das erklärt, ein bisschen für fertig bis dato noch nicht so irgendwelche große Runen-Lektionen gemäht tun, beziehungsweise Runen erklärt tun, eine kurze Wieder, weil über alle Runen gibt es so viel zu so, wenn da bis das deckt am Französischen ein bis gesehen hat, was steht da, wo wir schwätzen. So kriegt er ein bisschen einen Abblick, erstens mal für die von der Gruppe, was ich das bis dato noch nicht abgesagt habe, und auf der anderen Seite natürlich auch einfach mal, wie soll ich die Sache aufpacken, beziehungsweise was soll ich beurteilen, ehe ich so aufpacken. Und für den Rest, wenn er schon interessiert, wenn er es spannend fand, der könnt mich immer freuen. Ich kann immer so viel Spaß, weil für mich ist es eine von den genialsten Sachen, die es gibt. Und für mich sie Runen so richtig etwas, was man nicht leidt man nicht Herz, als etwas, was aus dem Gut fühlen kann, wirklich tief aus dem Bauch raus, so richtig aus der Urzeit, aus der Urkraft. Und dafür fand ich es so spannend und das wirklich etwas, was mich extrem ausschwätzt. Wie gesagt, für die Leute, die sich damit befassen, viel Spaß damit. Ich hoffe, dass der das Buch fand, was auf ihr passt, wo man der eins geht, was der ausschwätzt. Für den Rest, wie immer, kommt da meine Gruppe. Wenn da rankommt, wenn ich lief beantwortet Fragen, klingt sich vor Respekt als ein Minimum bei der Geschichte. Der könnt meine Seite liken, der könnt meinen Channel abonnieren. Wenn der Fragen hat, könnt ihr euch ganz gerne melden. Aber wie immer, vielmals merci für den Lauschen.